Haut 19. Sonntag am Joreskreis begräßen sich von der Geister Klaus, wie wir drauf Funheit Sondes Mass. Et singt Choral Mary's Sisters and Friends mit den Solistinnen Nicole Koop und Josiane Mirkes. Dirigent ist den Thomas Osborne, Organist de Jos Majerus. Er spielt als Entree ein Präludium vom Krebs. Duno sangen wir Girster Pilgerliedlein vom Schilling. Messbass vom Fauré, Hebe deine Augen vom Mendelssohn, Alleluia von Gino Anna Kepsimas, Tourne Segrin von Janada, und als Danksagung Gottes Lob von Henkis an Schlenker. Durchel spielt als Sorti Fuga in G vom Bach. Masket gehalen vom Herr Luc Schreiner, Pastor an der Poin, Region Echter nach St. Willibrord. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Mit dem allen Gichter Pilgerliedchen haben wir das Mass angefangen. Pilger ziehen von nah und ferne zu Maria sanft und mild, knien im Kirchlein beten gerne vor dem hehren Gnadenbild. Dir en présentiel, an die Anna von ihr, iwwer Medien, daheim, an den Heimer, an den Spideler, ob der Erbecht oder sogar an der Vakanz momentan, NRW, wo auch immer. Schön, dass wir können, haut alle Guten zusammen, eine Gemeinschaft sind, und dann noch, wie es gute Brauchers, uns Mutter Gottes Woche
hei ob der Gichter Klaus rundere Maria Himmelfahrt aufhängen. Hei ob die ältesten Marienwallfahrtsplatz am Land komme viel Leid an de Stirn vom Leben, Rosichen, ein Kerz aufhängen, ob Maria an ob jet alt Gnodebild aus dem 13. Jahrhundert gucken, und dann an der Stelt Gott begegnen. Dir lief Zuschauer an Nolauster, wird vielleicht auch schon sei, aber nicht, wenn es dir schmeicheln ist, herzliche Invitation, ein hier zu kommen. Aber wir warten nicht, wenn als Stroß fertig ist, vielleicht doch ein Ausflug mit ihrem Altersheim oder so hin zu machen. Dack bringen Bomien a Bopalen, hier Enkelkanner mit hin, fänke Martinen oder für sie ein Kerz un. Schön, dat mir Großeltern hun, die Kanner ob die Spuren vom Glave setzen. Grad hu Kanner Kirf mat Kerze brucht, sich stehen hei vier. Verschiedener gehen her no ugefangen, an zum Schluss und die eler Leid hei bannen verdeelt. Gichter Klaus als helle Stumm, Mutter Gottes Woch, Maria Himmelfahrt, an noch des Masselo. Wir brauchen all Plätzen am Momenten wie diesen, wo der Jesus uns entgeht könnt, wenn wir Angst tun, aber wohin uns Hand ergreift, wenn wir rufen, Herr, rett eis. Allmächtigen Herrgott soll sich uns erbarmen, soll Sünder Schuld von uns wegschwellen, an uns feiern zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, Domine Deus.
nationem nostram. Quise versa dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus adissimus, Iesu Christe, cum sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindesstatt angenommen und uns den Geist deines Sohnes gesandt. Gib, dass wir in diesem Geiste wachsen und einst das verheißene Erbe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Könige. In jenen Tagen kam Elia zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Das Wort des Herrn erging an ihn. Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zu
sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um dort für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er alleine dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der 4. Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See. Als die Jünger ihn über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, er sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus her und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebschwestern und Brüder, ganz liewig sind uns nach an Erinnerung, wo für ein paar Jahre den Tornado zu Peiting à la Madeleine, an Teichwasser zu Echternach an Hai an der Sauergegend, wo alles in der Wasser stung, sowie Lohnach aus Slowenien an Österreich. Naturkräften sind dann so stark, dass sie nicht dagegen könnt, an ihnen hölflos ausgeliefert ass. Oder denk mal und Büschbrenn zur Zeit auf Hawaii an Portugal. Den Prophet Elia an dieser Lesung erlieft auch Sturm, Feier an Erdbeben. Es sind das aber nicht nur Phänomene von Zerstörung mehr, wenn sie an der Bibel vorkommen, auch klassisch an impressionant Bilder für die Gegenwart und die Wirkkraft vom allmächtigen Gott. Und doch sind sie nicht dat, so die Lesung von heute zu verstehen, was sein Dosinn eigentlich beschreibt. Vielmehr begegnet den Elia dem Herrgott an einer leichter, zarter Wandbries. Er korrigiert die Bibel sich selber. Denn Elia mischt Erfahrung, dass Gott an der Stille bei hier könnt, nicht am Trubel, nicht am Chaos, nicht am Wirbel. Dahin richten, wo es ganz losgeht, ein Appell auch an Eis, die Stille zu sichern, die Auflenkung aufzuschalten, an Ohren, an Herz, für die Stimme von Gott zu schärfen, die sich heierns do ganz los, diskret,
dezent an unspektakulär manifestiert. Den Elia as gräster Not an Todesangst wild opgehen. Ma do erlieft hien Stärkung an der Ermutigung, grad an der Stöllt an der Zreckgezogenheet. Sie ginn zu enger intensiver Gottesbegegnung Birch Horeb. As Gerster Klaus Hajuwe net och so eng Platz. Eng vun den Egenarte vu Gott, die man an der Bibel fannen ass, dass net hien a senger Allmacht a mat senger Kraft d'Welt verändert a Gestalt, méi eis Mënschen des Veränderung iwwerleest, aber net oni eis dobei ze ënnerstützen. Dozo braucht net nimmen die Stärk, die forméiert sinn, die reich, die mächtig, wie du hast schiedreen mat zinge Begabungen a je egenen Talenter a Fähigkeiten gefordert. Entscheidend dass die Überzeugung, dass Gott do ass, dass er mich stärkt, mich encouragiert an begleht. Entscheidend as auch d'Wissen an d'Übung doran, sing Stimm grad an der Ruhe, an den unscheinbaren Momenten herauszuhören, zu identifizieren, an op ihn zu vertrauen. Gif Gott leifren, dat ma an eisem Liewen immer so Plätzen erliewen, wo den Herrgott do ass, wo eis Kraft gëtt fir eise Weh weiter zu goen, och wann e schwere Weh fir eis leid. An der Ruhe, an der Stöllt kënnt Gott eis ganz no. In der Stille liegt die Kraft. Zu Recht froht mich, lo, ma mi hun am Katechismus geleiert, Gott as den Allmächtigen. Am Glaubensbekenntnis, am Credo, so ma herno, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wie geht da zusammen? Den allmächtige Gott an den Dusen Gott. Dass Gott alles kann, hat nicht mit Kraft, Protzerei oder Ivermucht zu dienen. Den tiefsten Ausdruck von seiner Allmacht als Tatsache, dass der große Gott Mensch konnte gehen, am Jesus. Und zwar ganz kleinen, unscheinbaren, aufhängigen Mensch, so wie all anderen Menschen kann auch. Seiner Allmacht begehen wir dafür an der Krippe und der Huvelbank beim Josef zu Nazareth an Holz vom Kreuz. Wenn ich schwach bin, da bin ich stark. Der Satz von Paulus gilt an nächster Stelle für Gott selber. Wir eiserseits verbannen jo eichter mit Allmacht, Gewalt an Muskelkraft oder soswellig Machtvorstellungen oder Fantasien. Mit Allmacht von Gott as, Allmacht von der Leift. Ich bete an die Macht der Liebe, heischt es an engem Lied. Gott ist so allmächtig, dass er sich ohnmächtig weisen kann. So groß, dass er sich klein, verwundbar an arm machen kann. So barmherzig, dass er alles verzeiht. Mir sie Bild vor Gott, und als soll ich zu mir diese Gott zu spiegeln, an dem es mir selber Dingen an anderer gär hun, selbstlos an net Murcht besiessen sinn. Nie weisen wir besser als Murcht an die vor Gott, wie dann, wenn wir eis Erbarmen a Verzeihung schenken. So gëtt die von der Murcht, wie die Welt sie versteht, op d'Kopf geheit, a vu bannen no bausen gekeiert. Et geht nicht darum, zu kreen oder zu eroberen, me zu gehen und zu verzeihen. Donner et pardonner. Als Aufmerksamkeit den kleinen Schwachen zu widmen, weil hinnen wendet göttlich Allmacht sich mit viel Leid zu. Dem kleinen David gegen der riesige Goliath, der Judith am Alten Testament gegen den mächtigen Holofernes, der schmächtige Esther gegen den persischen Großvezier Aman. Maria singt an ihrem Magnificat: Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Sie hat Erfahrung persönlich gemacht, die demütig gehen erhoben. Also auch für eis leiwallegue Programm. Bei dem Evangelium, auch do Naturgewalten, ein fatziger Sturm See und Jünger Matzen dran. Der Jesus selber hat sie losgeschickt. Ohne Hirn sollen sie über den See fuhren. Zeit vergeht,
Die Jünger sicher weit vom Festland, wie sie von den heißen Wellen hin und her geheit gehen. So Gegewand an das Nucht. Eng bedrohliche Situation. An diesem Bild erkennen wir als eigen Situationen, an denen wir leben. Das abgewollte Wasser als Symbol für alles, was das Leben bedreht, als Einzelner, als Kirche. Sorgen, Niet, Widerliches, Chaos, Katastrophen. Der Petrus geht inner. Der Jesus hat ihn invitiert, aus dem sicheren Boot herauszuklammen, für mit ihm über das Wasser zu gehen. Der Petrus lässt sich auf das Abenteuer an, setzt sein Leben aufs Spiel. Der Jesus zieht ihn heraus. Rett ihn. Nach als der Glaube von Petrus zu schwer, für sich dem Jesus ganz unzuvertrauen. Weil ob de Glauben leef Matchristen kündet un. Den dreht nicht nur der Petrus Wasser, bringt es fertig, für ein ganz Leben lang zu drohen. Viele Beispiele gibt es dazu aus der Bibel. Denk mal an den Abraham, den Moses oder Maria. Beispiele auch aus der Geschichte von unzähligen Heiligen. Sie all veranschaulichen, wie ein Dave Glauben drohen kann. An der 10 vom Evangelium können wir die Kirche erkennen. Sie ist das Schiff. Geht es nicht durch Haut, fatzige Gegewand für das Schiff von der Kirche. Der Gottesdienstbesuch geht zurück. An der christliche Glauben rangiert an unserer pluralistischen Welt just nach als eng Opfer in vielen anderen. Die gesellschaftsprägende Kraft von der Kirche geht verloren. Soll man an dieser Situation resignieren, an innergehen? Da die überraschend, Matzen an der Not, an dieser bedrohlichen Lage, könnte Jesus ob seine Kirche zu. Wo sie mengt Verlust zu sehen, als der Jesus unerwähnt do. So unerwähnt, dass seine Jünger hier gar nicht immer kennen. An all die Widerwärtigkeiten, die sie erleben, gehen die Platz, a Gelegenheit, wo sie dem Jesus begegnen. Vielleicht tut Gott auch eins an der momentanen Lage von der Kirche etwas zu sagen. Der Jesus beruhigt seine Jünger mit dem Satz, den ihn öfter sieht: Hut Vertrauen, ich seh nicht, fährt nicht. Der Petrus geht wie benzig, wot alles. Lo einig nach voller Angst, trauten dem Fremden, klimmt aus dem Boot an das Wasser. Verdreht ihn. Der Ruf vom Jesus: Komm. Vertrauen, dass es Jesus ist. An so gut Wasser dreht ihn. Ob der Jesus gucken, vertrauen, dass hier bei uns ist. Da gehen wir durch das, was uns biselo zugesagt wird, aber bedrohlich war, gedrohen. Guckt Kirche auf den Jesus, gucken wir auf den Jesus, liebe Brüder und Schwestern, dann gehen wir nicht nach. So wie es den Evangelist Matthäus et. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Raufannen war Sturm ass, eng Hand tun, den aus dem Misär herauszieht. Mit all dem, wo Menschen an noch mehr Duno verlängern, lust ma ob Gebet von Maria vertrauen, ein Kerz aufhängen, abieden. Für die Kirche steht zur Zeit durch manche Stürme. Für unsere Grand Duc und alle Politiker
die das Land und die Welt durch die Stürme von der Zeit führen müssen. Für all ihre Leute, die schon manche Stürme am Leben überlebt haben, aber auch Alter und Krankheit für manche Überraschungen sorgen können. Für die Kinder und Junker, die immer noch eine Hand zwischen, die sie anhält. Für jeden, der gerade durch die Zeiten am Leben muss. Für uns all. Für die, die über die Medien des Mass mitfeiern, und für die, die hier an der Klaus sind. Herrgott, lausch da, ob uns die Bürden rufen. Guck, ob jederin, den an der Angst geht. Zeig jederin heraus aus der Not an dein Frieden, grad auch dann, wann der Rosenkranz an seinen Herrn dreht, dat frommer dich, mat Maria durch Christus eisen Herr. Chante la confiance en toi, Marie. Tourne, tourne mon désir d'aimer, Marie. Tourne, tourne, tourne entre mes doigts. Elle s'est de chapelet. Chante, chante ma confiance en toi, Marie. Tourne, tourne mon désir d'aimer, Marie. Une simple prière pendue à mon poignet, petit grain de lumière, en cœur de chapelet, Marie. Tourne, tourne, tourne entre mes doigts. Un secret de chapelet. Chante, chante ma confiance en toi, Marie. Tourne, tourne mon désir d'aimer, Marie. Rassure-toi, mon âme, gravir l'esprit en paix. Il ravive l'âme, c'est grain de chapelet, Marie. Tourne, tourne, tourne entre mes doigts. C'est grain de chapelet. Chante, chante ma confiance en toi, Marie. Tourne, tourne mon désir d'aimer, Marie. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er unsere Gaben annehme. Herr unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, die du uns selber geschenkt hast. Nimm sie von deiner Kirche entgegen und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch seine Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der Seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Willibrocht und dem heiligen Hippolyt, dessen Tag heute ist, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Kleiner groß, wir sind all Kanner vom Herrgott. Und dafür können wir auch all zusammen, hier an der Kirche, anhand all ihren Empfangsgeräte, als die Kanner vom Herrgott zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Friede.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lust mal eis in dem anderen Hai an der Kapelle, an noch wann der zu mei uns mas no guckt, a wann dir schmeiglich ist, in dem anderen Zeichen vom Friede ginn oder weisen. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst durch mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jerusalem, preise den Herrn, er sättigt dich mit bestem Weizen.
uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Das heilige Sakrament bringe uns Heil. Es erhalte uns in der Wahrheit und sei unser Licht in der Finsternis. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. An ihr all, ob Gebet von Maria, eine ganz schöne Sonntag, an Dienstag, eure schöne Leifrau Wöster, seid gesehnt. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
und d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft op der Giester Klaus. Den nächste Sonntag iwwer Dromatmas vun Kirchen. An lo schalte mat zrick an den Studio.